Goedemorgen. Ik begrüße jullie im Namen Jesus Christus, ons Herr en Heiland van deze morgens. Van denen ik van deze morgens wel van reden. Ik vreed me als ik dat lied hier en daar wat zij aanslaan te zingen, taalt al die goede gaven die God voor ons gedaan heeft. En bij die aanvangt op te talen, wat van God hij ons heeft alles gedaan, dan worden we ons wonderen, wat hij werkelijk gedaan heeft voor ons. En ik heb me van deze morgens den titel gewählt, wat heeft God voor ons gedaan? Wat heeft hij alles voor ons gedaan? Oder wat wil hij doen? Hij heeft een zeer gouden plan voor ons en heeft veel voor ons gedaan. En we reden van deze morgens een beetje van ik en mijn vrouw en we reden van hoeveel meer hij voor ons gedaan heeft als we jemals gaan van reden een morgens in een stunde. So er is veel meer als ik van deze morgens van reden wat hij voor ons gedaan heeft en wat hij nog doen wil voor ons. So hij heeft een zeer gouden plan voor ons. Ik lees zeer zeugnissen, testimonies van mensen van hier, wo Gott in ihr Leben geschafft hat. Gestern für meiner Freistück hier wie war von ein junger Mann Teil mit, was Gott in sein Leben getan hat, was eine Veränderung gemerkt hat in sein Leben, wo er vorher war, und als Gott an mich hat de Hullen gekregen, wat hat eine Veränderung gegeben in sein Leben. Und das ist ein gutes Zeichen zu sein, was Gott für Gott tun hat. In einer hat viel von Menschen sein, was er alles getan hat in ihr Leben. Wenn sie sich einmal Gott übergeben, dann jaft eine andere Person von so einer Person, dann ist er anders als er vorher war. Und das ist einmal gut, das zu sein, was Gott kann tun, wenn wir am Loten in unserem Leben regieren. Und so, ich will von diesem Morgens auch wissen, was Gott im Sinn hat für uns, was sein Plan ist und was er getan hat. So ich sage, dass ich lange nicht alles abgeschrieben, was er alles getan hat. Aber ich will was von den Versen, das ist nicht was Fremdes, sind ganz bekannte Versen, alle, was ich uns mitteilen. Aber ich glaube, es ist gut, wenn wir uns oftmals erinnern, uns denken halten von den Versen, weil bekannte Versen sind, kann uns der verhalten, dass wir uns denken halten, was Gott für uns für Gott getan hat. So, das, was wir von diesem Morgen wollen hier von Gott sein Wort, mit Gott sein Wort. Du weißt, dass wenn wir Gott sein Wort brücken, dann uns leiden. Der Vers, was hier in den Bulletin haben, Efeesa 1, Vers 3 sagt, uns hat Jesus Christus, sein Gott, in Futter soll dafür gelobt werden, dass er uns aus Himmelsberger all die jährlichen Segnungen geschenkt hat. Und er hat uns so viel Segnungen geschenkt. Und wir dann am Anfang über total einmal an Jammerieren, in Grenzen sein, wo wir für schwere Tiden durchgehen und was uns in uns Leben alles verschlechtet gehen wird über. Wenn wir anfangen zu kicken und teilen, wie viel Gott er uns getan hat, dann müssen wir einfach loben und preisen für so viel reiche Segnung, die er auf uns zu kommen. So soll ich sagen, wenn ein Mensch sich übergeben hat zu Gott, dann jaft eine andere Person von dir. Ich war von der mir Versen 2. Korinther, das 5. Kapitel nehmen, und da ist die Botschaft, wo ich jedem von der 5. Kapitel Versen nehme, wo ich von reden war, aber ich auch viele andere Versen damit annehmen. In 2. Korinther 4, Vers 17 sagt er, wenn wer in Christus ist, dann ist er ein neuer Mensch. Dort, wo er vorher war, ist er nicht mehr. Er ist nur was nicht geworden. Und das ist gleich, was ich sehe, was passiert mit einem Menschen. Wenn er sich Christus übergeben hat, dann jaft eine andere Person von dir, dann ist das eine neue Person. Dann hat er ein anderes Verlangen, ein anderes Leben, und das ist oftmals zu sein in der Leben, wo er sich verholen tun. Das ist, was er für uns tut. Er merkt uns ein neuer Mensch. Er hat uns nie geschaffen. Und das ist eine Veränderung mit dem Menschen. Das kann sein, wenn ein Mensch Christus angenommen, sich übergibt zu Christus, dann das ist zu sein. Das wie sich bald aus, was das für eine Veränderung gemerkt hat von der Person. Efeesa 2, Vers 10 sagt Paulus, dadurch, dass wir mit Christus Jesus verbunden sind, hat Gott uns nie geschaffen. In einen Stand versaat, dass wir Gott tun können, nun sollen wir auch nur leben. So sein Verlangen ist, dass wir, wenn wir Christus angenommen haben, dann gibt er uns die Kraft und die Macht, Gott zu tun. Dann sagt er, nun sollen wir auch nur leben. Gleich ist das für uns, was er für uns getan hat, dass er uns verändert hat, dann sollen wir auch nur leben.
Weil es auf uns in Stunde versagt, dass wir das können tun. Dann habe ich kein Vergeben sein, wir kennen das nicht, ich kann das nicht. Dann hat er einen Plan für uns und dann sagt er, dann soll wir nur leben. Und das ist auch, wenn wir nur leben, dann Menschen, die wollen das merken, was mit einem Menschen passiert ist, dann loben die Gott und preisen die Arm für was er getan hat von dieser Person. Oftmals hier, wenn er für wen beten wird, einer kann es sein, dass Gott hat an sich jeder hier und der Mensch, der hat sich verändern lassen, dann hat er eine andere Natur, einen anderen Sinn, dann kann er bald sein, dann kann er nicht halten, was Gott loben und preisen für was er getan hat. Das ist Matthäus 4, Vers 16 sein, das ist Jesus da sein, dass eine sehr bekannte Frage, was wir jede Sonntag an uns Bulletin haben, dass sich so Licht für Menschen schien, dass sie jene gute Werke sein und jene Futter im Himmel dafür loben. Nicht, dass der uns dafür loben tun. Wir haben keine Ursache, dass wir uns selbst loben tun oder sollen gelobt sein, aber dass die uns himmlische Futter dafür loben tun, für die gute Werke, was sie in uns tun, uns sein tun. Und das ist eines, was wir uns selbst nicht kennen tun. Oftmals hat einer vielleicht ein Verlangen, das zu tun, aber wir kennen das gar nicht. Wir haben gar nicht die Kraft und die Macht wie uns selbst. Wir können die Veränderung nicht merken selbst. In Römer 7, Vers 18 sagt Paulus, es steht, wie es echt weit, dort in mir, dort ist in mein Fleisch, wohnt nicht Gott. Dann sagt er, den Willen Gott zu tun habe ich, aber ich bringe dort nicht vor dich. Wo viel von uns wollen nicht mal einen Tausch tun? Wo viel will ich? Ich will anders anfangen, aber ich bringe dort nicht vor dich. Und dann dürfen wir das vielleicht uit onze ene Kraft, und ich habe das nicht tun. Aber Gott kann das tun in uns. Gott kann die Veränderung machen. Er ist der Einzige, der das kann tun. In Philippa 2, Vers 13 sagt Paulus, es steht, weil Gott wirkt in jün beides dort wollen, in dort vor dich zu merken, so aus arm dort gefällt. Nur sehen gefallen, nur kriegst es an dort gefallen, dann tun wir für uns Kraft dort zu tun, dass wir die Macht haben dort zu tun. Er schafft das in uns. Und in 2. Korinther 5, das 18. Kapitel sagt es, das kommt alles von Gott, der uns durch Christus mit sich selbst versöhnt hat. Er hat uns die Abgabe gegeben, Menschen von Gott sein Angebot anzureden, mit ihm versöhnt zu werden. Was ist das für ein Angebot? Er sagt, mit ihm versöhnt zu werden. Dass wir können versöhnt werden mit ihm. Das hat er uns angeboten. Das soll wir andere Menschen sein. Er hat uns diese Abgabe gegeben, Menschen von das zu vertellen. Und das Angebot gibt er uns, als wir noch Sünder wären. Dann baut er uns das all an. Er hat einen guten Plan für uns. Er sagt, Paulus sagt in Römer 4, Vers 10, als wir nach Gott seine Feind wären, werden wir durch seinen Sehen, sein Tod mit ihm versöhnt. Durch Jesus Christus werden wir versöhnt. Und nun, dass wir gerat sind, wo viel sicherer können wir uns der Radung doch sehen, weil es in uns lebt. Dann haben wir die Erfahrung, dass er in uns leben, dass er uns unsere Gedanken regieren, uns leiden. Dann haben wir uns sicher sein. Dann haben wir die Macht. Und dann sagt er, nicht bloß das, wir sind auch froh in Gott, durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir die Versöhnung gekriegt haben. Durch Jesus Christus haben wir diese Versöhnung gekriegt. Nicht mit uns selbst, aber er hat uns versöhnt mit ihm, durch Jesus Christus. Und uns fehlt das alle. Einer hier vielleicht noch mal von Menschen sagen, ich kann mir gut, ich habe wirklich sehr versündigt, ich habe ein sehr schlechtes Leben geführt, so ich weiß nicht, dass mir diese Versöhnung fehlen wird. Ich kann auch kein Mord begehen oder eine Hüterie begehen oder gestohlen oder irgendwas. So mir fehlt das vielleicht in der Wirklichkeit gut, dass mir Vergebung fehlen wird oder Versöhnung fehlen wird. Und das gibt auch so eine Menschen, die haben so eine grobe Sünden begehen, das andere Hand, und preis Gott für das, dass die beschützt von seinem Staat. Aber das sind dann, wer du bist, als du eine große Sünde begonnen hast oder nicht. Wir haben uns verschuldigt gegen Gott. Und das können wir dir anbieten. Er hat uns diese Abgabe gegeben, Menschen von Gott sein Angebot anzureden, dass sie sich versöhnt werden mit ihm. Und Gott liebt uns so sehr, dass er uns nicht wohl in diesen Zustand lassen, wo wir gesündigt haben, wo wir uns verschuldigt haben gegen Gott.
Hij wil ons uit den Feind zijn maag uitrieten. Weet je, als we Christus hadden als ons persoonlijke Herr en Heiland, dann werden wir unter den Feind seine Kontrolle und unter seine Macht, und er hält uns fest in unseren Zustand, wo wir werden, aber Gott hält uns los davon. Er hält uns los davon. Weil er hat so eine große Liebe für uns. Er will uns raten aus den Feind seine Macht. Und preis Gott dafür. Du in dieser bekannte Fall sagte Gott, als der Welt so viel wird, dat hij zijn einzigen Sinn geeft, dat all die, ik leg deze probieren wat sagt, dat all die, die aan arm die leven, nicht verloren gaan, aber dat ewige Leben haben. Nu Johannes 3,16. Hij sagt dat all die, in jeder Einheit, dan wer du bist. Ich einmal thuis in Mexiko, wo wir abwassen, da wurde uns noch mal gesagt, dass wir sollen abwassen für die Mexikaner, dass dort wir Weltmenschen, dort wir die Menschen, die da keine Gelegenheit haben, gerat zu sein. Gott hat sich da nicht gewählt, so die können auf einmal einen rechten Einfluss sein an uns, so blieb weg von da, dort wir nicht gute Menschen. Für die wird Gott nicht gekommen. Mit so einer Einstellung hat wir einmal, wir leben in der Desert Menschen, die hatten keine Gelegenheit. Aber ich gleich, das würde hier sein, er sagt, dass all die an arm leben. Und jeder einer, dann ist dort ein Franzhaus ist, oder ein Chines ist, oder ein Deutsch ist, oder es hat Jab Ernst ist, kriegt nicht wer. Und jeder einer, der an arm leben hat, dass er nicht verloren gehen. Das wo Gott uns wird. Nur 1. Johannes 4, Vers 9 lese ich es dort. Gott weiß uns, wo Gott uns wird, als er seinen einzigen Sehen in der Welt schicken wird, dass wir durch arm leben sollen. Dass wir durch arm leben haben. Das ewige Leben. Und er weiß uns das so gut wie er uns. Hier in 1. Johannes 3, Vers 16 sagt Gott, als der Welt so gut. Er redet hier nicht von den Erdball. Jo, er rechnet den auch viel, weil er nicht erschaffen hat, er gemerkt hat, er sagt, das wird alle gut, du kriegst das, er gemerkt hat, er wird zufrieden mit. Aber wo er hiervon redet, er redet hier von den Menschen, von die und von mir, was er so viel rechnen wird. So gut wie er die Welt, der Menschen, was er gemerkt hat, nur sein Ebenbild nur. Und dass wir nicht eins Wort, dass wir getan haben, dass wir so gut werden zu Gott, dass er uns deswegen will raten. Das ist nicht, wo wir nicht wir. 1. Johannes 4, Vers 10 sagt er, da ich das sei, wie das Wort Leben wirklich ist, dass wir nicht, dass wir Gott gut werden, dass er uns so viel rechnet, dass er uns seinen Sehen schickt, uns die Sünden aufzunehmen. Er schickt das seinen Sehen, dass er kann unsere Sünden aufnehmen. Solange wir die Sünden noch in uns haben, dass wir uns nicht an der Lot unsere Sünden aufnehmen, dann können wir nicht gerat sein. Aber er schickt seinen Sehen, weil er uns so viel Leben hat, dass er uns die Sünden aufnehmen. Alles, was ich und du hier zu brücken tun, ist das annehmen, was er anbieten hat, das annehmen und dann loten, unsere Sünden aufnehmen. Das, was sein Willen ist. Weil Gott wird uns nicht in unseren sinnlichen Zustand loten. Er rechnet uns viel zu sehr. Er wird uns nicht in unseren sinnlichen Zustand loten. Er wird uns nicht zufrieden loten. Wenn wir in Sünden leben, dann wird er uns ein Gewissen gegeben, das wird uns im Stich sein. Wenn wir Sünden begonnen, dann, ich weiß nicht, wo jeder noch mal begonnen hat, wenn einer wenn man antwortet, einer hat eine Sünde begonnen, dann fällt er sich kurz schlecht über. Das ist der Heilige Jesus für uns, das wiesen hat. Der lässt uns nicht tachten wie. Gott lässt uns nicht tachen in dessen Zustand. So ging den König David dort auch. Er hat sich versündigt, er hat jedon, was er nicht reich war, in Gott seine Ohren, aber er dachte, er will das bedenken, er will das stillhalten. Wir wollen checken, warum das ging, warum das gegangen hat, dass er so eine Gedanken dort hat. In Psalm 32, wo ich was Versen lesen, von Vers 3 bis Vers 5 hier, da sagt er, es steht, als ich meine Sünden stillhalten will, so das hat er sich ja entschieden, als ich meine Sünden stillhalten will, ständig den Tag über durch uns, dass ich hier amtheim. So schwer hat er das mit seinen Sünden, mit das, was er eigentlich begonnen hat. Er ging hier arm. Er hat das schwer darüber. Er stehend, den Tag über. Und wieder ammerlich, das, was er begonnen hat. Wo er sagt, als ich meine Sünden stillhalten will, dann das, was passieren wird.
Gott wird uns nicht tachluten in den Zustand. Und dann Vers 4 sagt er, Tag und Nacht trägt mir die schwere Hand. Meine Kraft verschwunk. Der verschwunk mir aus der Sommerheit. Wir wissen, im Sommer, wenn es sehr heiß war, dann verjährt ihm die Kraft sogar. Und er sagt, das ist, was der Sinn der Arm tut. Seine Hand, Gott seine schwere Hand, der legt am Arm. Dat am sogar die Kraft vergehen tut. Tag und Nacht, vielleicht danach für sich auf Dol gelegt, dann hat ihm das gebohrt, was er getan hat. Und er war da gleich so, und Tide war bohrt am dort, am wieder ammerlich. Aber dann möchte er eine andere Entscheidung. Ich habe sich entschieden, dass er so, dass er will das Stellhalten, das probieren zu verstärken. Aber nu hier in Vers 5 kann es sein, er hat eine andere Entscheidung gemerkt, er sagt, dann bekannt ich die, also Gott, ich bekannt die meine sind, und das kein Arreich mehr tau. Alles brauche ich vandaag. Ich brauche kein Arreich mehr tau. Ich sehe, ich will den Herrn meine Vergungen bekennen, und dann verjährst du mir meine Sündenschuld. Als er das teuer gestohlen hat und bekannt hat, dann vergab er ihm seine Sündenschuld. Nu kann er geruhig wieder gehen. So der hat auch mit uns. Wenn wir unsere Sünden tauschen und was wir begonnen haben, dann hast du wirklich uns zu vergeben. Das ist der Vers, was wir auch bekannt mit sein, 1. Johannes 1, Vers 9. Wann, das ist ja eine Bedingung. Guck mal, wenn er der Vers von Lesen sagt, wann wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht und vergibt uns die Sünden und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das ist, was sein Verlangen ist, das ist, was sein Willen ist für uns. Er will uns reinigen. Nicht bloß vergeben für unsere Sünden, was wir begonnen haben, aber er will uns sogar reinigen. Ist das nicht gut? Das ist, was sein Verlangen ist für uns. Das ist, wozu Jesus gekommen wird, uns die Sünden zu vergeben und uns die Sünden wegzunehmen. 1. Johannes 3, Vers 4 sagt, je weiten, dass Christus gekommen ist, die Sünden wegzunehmen. In ihm ist keine Sünde. Aber er ist gekommen, uns unsere Sünden wegzunehmen. Was ich schon sagen, das darf wir bloß annehmen. Das darf wir annehmen und glauben. Das annehmen, dass er ist für unsere Sünden gestorben. Und dass er uns reinigen will, und wenn wir das handheuer stehen, dass wir Sünder sind, dann hat er uns gereinigt. Und hat er uns versöhnt mit ihm. Und durch seine Kraft hat er uns alles gegeben, was wir brauchen, zum Leben, zum ein frommes Leben leben. Er hat uns sogar, wenn wir uns am übergeben, dann hat er uns die Kraft gegeben, dass wir ein frommes Leben leben von da wieder. In 2. Petrus 1, Vers 3 sagt es das. Seine Gotteskraft hat uns alles geschenkt, was wir zum seilig worden, in ein frommes Leben brauchen. Dadurch, dass wir den kennen lernen, der uns so viel Gute zukommen lässt. Dass wir an den Wurden kennenlernen, dass uns so viel Gute zukommen lässt. Dass er uns zu seiner eigenen Herrlichkeit berufen lässt. Das ist, was er für uns will tun und was er für uns getan hat. Er hat uns die Kraft gegeben. Vers 4 sagt, in durch derselbe Kraft hat er uns alles, hat er uns all die anderen reiche, wundervolle Segnungen versprochen. Durch die wir von dort verkommenen Leben können loskommen. Also das Leben, wo wir leben, und das ist ein verkommenes Leben. Aber er hat uns durch seine Kraft hat uns die Macht gegeben, dass wir durch das verkommene Leben loskommen. Die Macht haben wir können loskommen von das verkommene Leben, wo wir gelebt haben. Woran wir durch die Leidenschaften in dieser Welt gebunden sind. Wo wir gebunden sind. Er will uns loslösen von dort. Dann an Gott seine Natur Anteil haben können. Wie kann an Gott seine Natur Anteil haben?
Wat je zijn plan is, zijn verlangen is, dat we te arm gehieren en dat we te zijn familie gehieren doen. Hij heeft ons de kracht gegeven en de macht gegeven, zijn kinderen te worden sogar. Dat is sehr gut nodig. Für mich, ich gleich das erfahren, wir haben angefangen, unsere Bibelstudy in Johannes durchzugehen, wo wir durchgehen von Johannes, das erste Kapitel, das 12. Vers, wird sein, dass all die am abnehmen und an seinen Namen gelebt und Jeff der Macht, Gott seine Kinder zu werden. Er wird für seine Ehe gekommen, der hat ihn am gleich abgenommen, hat ihn am gleich angenommen. Aber dann sagt er, all die, du jeft de andere, alle ook de gelegenheid, al die am abnemen doen, daar jeft hij de macht, te zijn kinderen te hieren. Hij jeft de macht, Gott zijn kinderen te worden. Zo eigen du, wanneer we am aannemen doen, en am geleven doen, jeft hij ons de macht, Gott zijn kinderen te worden. Dan je hier wie Gott aan, te zijn familie. Want dat had hij hem zijn al eier hij de wereld erschaffen had, had hij dit al zijn, had hij die en mij al hem zijn. Eier hij de wereld de grond legt, zegt dat, dan had hij al hem zijn wat hij met die wil doen en wat hij met mij wil doen. Zijn verlangen we dan al dat ik wil die raden, ik wil dessen raden. En op Efeesa 1 vers 4 zegt Paulus, is dit wils, eier hij de wereld in grond legt. So ik heb hier, eier hij de wereld in grond legt, had hij ons bestemd, in Christus zijn heilige, afschuldige kinderen te zijn. Dat is wat zijn verlangen weer. Dat is wat hij zich am Verrüt al immer gedacht hat, wat hij wil gaan. Dat we zullen zijn afschuldige kinderen zijn. Fehlerlose kinderen. Dus hij wil ons herinneren. Vers 4 zegt, wil Gott ons goed weer. Had hij dat zo aangereicht, dat hij ons door Jezus Christus aannemen wil als zijn ene kinderen. Dat we den zien willen. Dat hij dat wil voor ons, voor die en voor mij, voor jedem een. Aber de Woord wat am Stich wir, dat we dat kunnen doen. Wir hadden ons versündigt en der Sinn, der muss betont. Diese Sinn, was wir begonnen haben, der muss betont. Und dort stand im Stich, dass wir nicht können, sie nicht Kinder wollen. Wir hadden uns alle versündigt und mussten nach Arm kommen mit unserer Sinn, dass er uns reinigen kann, dass wir können versöhnt werden mit ihm. Durch den Sinn Jesus Christus. Vers 19, 2. Korinther, 5. Kapitel, Vers 19 sagt, dort als Gott, wir in Christus und er versöhnt der Welt mit sich selbst. Er vergibt den Menschen ihre Sünden. Er vergibt den Menschen ihre Sünden und hält an den nicht mehr fair. Das ist auch sehr wertvoll, wird für mich auch, und ich glaube, das sind für ihn auch hier und zu denken, dass er hält den Sinn nicht mehr fair. Wenn er den Sinn nicht vergibt hat, dann hält er uns nicht mehr fair. Das ist sehr gut nodig. Dann sagt er weiter in das ersten Vers 18 noch sagen, und er hat uns diese Botschaft von der Versöhnung anvertraut. Er hat uns anvertraut, dass wir andere können mitteilen. Er hat uns die Abgabe gegeben dazu. So er hat uns unsere Sünden vergeben, wenn wir das tun tun und wir wollen Vergebung haben. Dort tun und dann vergibt er uns unsere Sünden. Und er sagt, er hält uns denn nicht mehr fair. Nichts, was wir aufmals tun. Wir Menschen, wir haben das ganz anders. Einmal sagen wir, ich habe, diese Person hat mir was anderes getan und die Frage ist, ich kann wel te Gott holen und sagt, jo, ich will dir te Gott holen. Aber wenn das klein bisschen was man kommt, dann holen wir den Tag wieder fair. Und ich habe das sehr leicht wieder fair Tag. Ich habe das wieder ganz klar sein. Dann sagen wir, jo, aber da wird die Dame zu mir da jetzt, und ich habe aber gesagt, hey, ich habe dir vergeben. Wir sind bei uns, der war fair zu holen. Das ist, wo wir Menschen arbeiten tun. Aber er sagt, er hält uns die Sünde nicht mehr fair. Er sagt in Psalm 103, Vers 12, sagt der Psalmist, es steht, so weit aus der Osten vom Westen ist, nimmt er uns die Sünden von uns weg. Und wo wird das dort? Dort ist für immer. Wir wollen für immer Osten gehen und wir gehen ganz dran den Ball und dann gehen wir nach einmal Osten. Das hier gehört. So wie sagt er uns unsere Sünden vergibt.
ganz verjeft. Und er hält uns das nicht mehr fair. Das ist krank euch, das hat uns so weit verjeft ist dort. Und wir lesen auch in Hebräer, das 8. Kapitel, Vers 12, lese ich das dort. Er sagt, ich will mir eben an erbarmen und will Sünden vergeben und nicht mehr daran denken. Ich stehe hier, er will uns nicht mehr verhauen und hier sagt er will nicht mehr an denken. Das ist nicht mehr, er will sich in seine Gedanken nicht mehr darüber zu denken. Willst du sagen, wahr? Weil Gott ist das nicht. Das ist, was Gott für uns getan hat. Und er sagt, wir sind seine Vertreter, diese Botschaft wiederzubringen. Haben uns da anvertraut. 1. Korinther 4, Vers 20 sagt, du sind wir nu Christus seine Vertreter für diese Botschaft jetzt. So als von Gott selbst durch uns anreden wird. So prachen wir jünd in Christus seine steht, lot jünd mit Gott versehen. Paulus sagt, wir prachen jünd sogar. Lot jünd versehen von Gott. Lothar, er will sich ehren. Dann sagt er, Lothar doch, er prachen, dass wir uns für Loten versehen von Gott. In Vers 21 sagt er, Gott mögt den, der von keinem Sinn wiss, in unser Steht zu sein. Dass wir durch arm für Gott gereich werden, so als dort für arm jallen dat. Das ist, was er tut. Er möchte sein Sehen zu sein für uns. Dass wir können gereich werden. Das sei Gott nur recht. Das ist, was er tut für uns, für die und für mich. Er betont meine Sünden Schuld. Ich habe gesündigt und ich habe diese Schuld angegangen und er betont für mich. Weil ich konnte nicht betonen. Ich sehe die Stüber in Sonne, die leben, sie hatten gleich eine Sinn begonnen, dass er Vergebung fehlen, die dort eins fort. Aber das sind auch Sonne, die sagen, ich habe so eine große Sinn begonnen, die jetzt gleich zu vergeben. Gott würde mir meine Sinn gleich betonen können. So eine große Sinn, dass ich begonnen habe, das ist allmählich, dass Gott würde mir die Sünden vergeben. Ich weiß nicht, wo du bist, Tauhörcher, wer immer da ist, wo der Tauhörchen hat, als du online bist oder wo immer du bist, wenn das du bist, wenn du so eine Gedanken hast, ist das Leben, dass du hast so eine große Sinn begonnen, für mich als keine Gelegenheit, dass ich kann versöhnt zu werden mit Gott. Weil wir haben uns alle verschuldet. Verschuldet haben wir uns alle. Und dann, was für eine große Sinn oder kleine Sinn das ist. Römer 3, Vers 23 sagt, du hast kein Unterschied. Alle Mann haben gesündigt. Und ich habe gehört, durch was Gott von uns will haben. Was wir bei Gott sollen sein. Und dann sagt er, Lohn, Römer 6, Vers 23 sagt, der Lohn, den der Sinn tut, ist Tod. Das ist so. Wir haben eine große Sinn begonnen, dass wir können uns selbst reich machen. Wir können uns unsere Sünde nicht reich machen selbst. Wir haben einen Sinn begonnen, entweder eine kleine Sinn ist oder eine große Sinn ist. Bei uns, wir haben kleine Sünden oder große Sünden. Und wie Gott ist das und das sind alles überein. Eine Sünde ist eine Sünde. Und da hat nicht Rühm im Himmel. Bitte da wird trage gemerkt, dass Gott uns die Sünden wegnehmen, der hat wieder loten. So die Sünde, der Lohn der Sünde, tut als der Tod. Für ewig getrennt zu sein von Gott. Das wird von dort hier von reden nicht. Nicht physisch gestorben. Das meint eine Trennung zwischen mir und Gott. Wenn wir die Sünden holen in uns, dann ist es eine Trennung zwischen mir und Gott. Aber Gott überschenkt das ewige Leben in Christus Jesus, unseren Herrn. Der Schrift sagt, Jesus nimmt diese Schuld auf sich und betont sie. Alle Sünden. Und don't, was du begonnen hast. In 1. Petrus 2, Vers 24 sagt es, Jesus selbst nimmt unsere Sünden ab seinen eigenen Körper mit ab den Kreuzsnab. Er nimmt den mit ab den Kreuzsnab, sein Körper. Ab sein Körper und betont sie. Er sagt, dass wir für den Sinn tot sind, in der Gerechtigkeit leben können.
willst durch seine Wunden sei wie geheilt worden. Durch seine Wunden, was er getan hat, diese sind ab dem Kreuz abgenommen, ab sein Körper gelegt, sei wie nu geheilt von unserer Sündenschuld. Auch in Jesaja 53, Vers 4 sagt es auch, doch wir in unsere Sünden verlatzt, er braucht uns vergangenen Doel. Er braucht Doel uns vergangenen. Und sagt er, in Abarm lacht der Struf, der uns heil mögt. Unsere Sünden. Dadurch, dass er der Schlag sind, wir sind gesund geworden. Durch seine Schläge sind wir gesund geworden. Von unseren Sünden schuld, redet das hier. Und warum das das für uns? Will haben, dass wir sollen gerat sein. 1. Thessalonicher 2, Vers 4 sagt, dass du haben will, dass alle Menschen sollen gerat werden, in der Wahrheit kennenlernen. Das, was sie verlangen, ist, dass wir alle sollen gerat werden. Das, was sie verlangen, ist. Dann sagt Vers 4, willst du als ein Gott und du als ein Vermittler, der zwischen Gott und Menschen steht, der Mensch, Christus, Jesus. Er ist als Vermittler. Das ich soll sagen, denn einige Menschen sagen, meine Sünde ist zu groß. Meine Sünde hat Gott vergeben. Die weiß nicht, was ich getan habe. Aber was ich dir vergeben. Ich habe Gott nur für die, wenn du einer von diesen bist. Kijk mal hier, wir wollen eine Jesaja 1, Vers 18 gehen. Kijk was der Herr hier gesagt hat, was er hier sieht. Er sagt, kommt du mal taub, sagt der Herr. Das sagt der Herr. Und weil wir dort durchreden, auch wenn jene Sünden dunkelrot sind, können die schnell wird worden. Wenn die ganz dunkelrot sind, kann die schnell wird worden. Und wenn er aus dunkelrote Zeug sind, können die wird worden aus Wahl. So da plötzlich liegt, wo groß deine Sinn ist, wo groß die Leute, dass deine Sinn ist, dass er nicht hätte vergeben. Er sagt, er kann sich schnell wird worden. Er wird uns vergeben, er kann uns vergeben und er will auch. Das ist, wo Gott uns ist. So viel rechnet er die. Er will die versöhnen mit ihm. Weil das ist, was Gott sein wird. Das ist, was Gott sein Wort sein wird. Das ist nicht meine Will. Das ist, was der Schrift sein wird. Von Gott. Von uns himmlischen Vater. Und wo kann wir seine Wege kennenlernen? Im Psalm 119, Vers 104 steht, da kann ich David sagen, durch dein Wort verstehe ich deine Wege. Wenn wir Gott sein Wort bekannt worden, dann verstehen wir seine Wege, was sein Plan ist und sein Weg ist für uns. So, was hat Christus für uns getan? Was hat er für dich getan? Was hat er für dein Leben getan? Was hast du für ein Testimony? Was hast du für ein Zeugnis? Was kannst du Menschen mitteilen und sagen, guck mal, das ist, wo ich wird, und Gott hat mich mit hier gebracht, nicht ich. Eine vergebene Person. Eine vergebene Person. So, was hat er für dich getan? Ich will schließen mit 2. Petrus 3, Vers 9. Wo er sagt, dass er will, dass alle Menschen sich abmerken soll, und dass keiner verloren wird. Jeder einer will er haben, sein Plan, sein Sein, sein Verlangen ist, dass jeder einer sich abmerken wird und sich lässt sein Leben terränien und Amt ändern, dass er die Wahrheit kennenlernen wird, was Gott von ihm verlangen wird. Das ist, was er will, für jedermann, für dich und für mich. Und ich würde sagen, wenn du wer ist, was das noch nicht angenommen hat, was das erfahren hat, noch nicht gemerkt hat, eine Wort lüge. Das ist Gott sein Wort, das wird Gott sein, das wird sein Verlangen ist, was er will für uns tun. Das ist, was er für uns getan hat. Er hat sein Sohn Jesus Christus geschenkt, dass er uns reinigen, unsere Sünden vergeben und hat er am Kreuz genäht für uns. Und er hat die Tolung gemerkt für uns. So, ich würde sagen, warum verschlüge ich das länger? Wenn der wer ist, was er noch nicht angenommen hat. Warum nicht? Er will dort. Das, was sein Verlangen ist.
Weil wir nach dem Schlusstag beten. Gott, uns lieber himmlischer Vater, wir danken dir. Wir danken dir für die vielen Dinge, die du für uns getan hast. Wir haben hier ein paar Dinge, was wir uns an Ferien holen, was du getan hast für uns und was dein Verlangen ist für uns, für deine Kinder, für die, was du, für deine Kreatur, was du im Sinn hast für die, dass du was hast, dass jeder einer soll geraten werden. Und wir können auch hören von so vielen Menschen, was die können zeigen, dass sie sind geraten worden und du hast ihre Sündenschuld rückgehalten und hast sie betont. Dankeschön dafür, Gott. Und ich danke dir für jedem einen, der sich die angenommen hat als persönlicher Herr und Heiland. Und ich bete, Herr, für so eine, was das noch nicht erfahren haben, was deine Leben noch nicht begehen haben, noch nicht erfahren haben, dass die würden von der Entscheidung merken, dass sie da tauschtun würden, wo sie sind, was sie sich angegangen haben, dass sie sich selbst die Schuld angegangen haben und dass die wollen sind, dass du an die aufnehmen darfst. Ich bete, dass du das wirst, die am Hotline und entstieren, dass sie das würden tun, dass wenn die in Sündenschuld leben, dass die auch würden in Allgemein fallen, kriegst du König David, dass seine Sünde wieder am Amok liegt, er kann sich nicht rühren, solange es die bedeuten wird. Aber er sich erst einig werden und leid die offenbart zu die und er kriegt Vergebung. Und ich bete auch, dass das so wird passieren zu all die, was das noch nicht angenommen haben. Ich danke dir noch einmal, Herr, für diese Botschaft, die wirklich Segen zu jedem, was das hier gehört hat. In dem Namen bete ich das. Amen.